Sommergewitter an mein Block, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Sommergewitter an mein Block, hör den Regen ganze Nacht. Ich will Butterfly Doors und ein Panoramadach. Meine Gegend, meine Stadt, hör den Regen ganze Nacht. Meine Augen werden schwer, weil ich war zu lange wach. Letztes Jahr hatten wir nichts, aber jetzt ist es vorbei. Leck ist das heiß für uns, Alter. Es ist Alter, Katastrophe. stirb für uns. Es ist wirklich Katastrophe. Also ich bin froh, dass wir jetzt da irgendwie ein bisschen am Schatten und drinnen und den ganzen Tag das Fenster nie aufgemacht haben. Aber Ja, also ich weiss nicht. Nein, also normal ist es nicht mehr jetzt. Die Zeit ist jetzt wirklich schlimm. Ich hoffe einfach, dass es heute Abend schifft. Und zwar so richtig fest. ja, So richtig Gewitter. Also lang, nicht einfach nur so eine halbe Stunde, sondern so richtig so 5 Stunden lang voll Blitz drunter. Aber irgendwie glaube ich noch nicht ganz dran. Erst wenn es passiert, glaube ich dran. das ist etwas, was ich hure geil finde. Ja, so mega. Sommergewitter am Abend, du hockst in deiner Stube irgendwo Kuscheldecke mit oder ohne, einfach gemütlich irgendjemand und du weißt, von außen geht irgendwie die Welt unter und du hockst an einem sicheren Ort und ja. Ja, voll. Ich habe am liebsten, wenn ich dann irgendwie so, wenn du auf dem Balkon sitzt und am besten so 30, 40 cm vor dir wird der Balkon nass und du bist gar noch so in diesem trockenen Space drin. Also, wow, das ist schon ganz gemütlich, ganz gemütlich. Mal schauen, ob es heute am Abend so weit kommt. Ja, mal schauen. Hoffen wir es. Und mit diesen wunderschönen Weltuntergangsworten begrüßen wir euch auch diese Woche wieder ganz herzlich zum Pfuschcast. Herzlich zu der willkommen. neuesten Folge. Yes, Bei dir, yes. André, diese Woche? Du, diese Woche, eigentlich, ja, heiß ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich habe ja letzte Woche erzählt von einem Nebenjob, den ich angefangen habe. Und ich habe so noch einen kleinen anderen Nebenjob angefangen. Und zwar, wer das kennt, einfach so Zeitschriften oder halt Werbungen vertragen. Also da redet man von einer Route oder so, die man hat, von dort, wo man wohnt. Und da habe ich jetzt auch eine bekommen. Und habe geschätzte 3 Stunden für diese Route eigentlich. Und habe am Montag habe ich die das erste Mal gemacht. Mit meinem kleinen Wägeli, das ich so hinten reinziehe. Und ich bin wirklich, also ich habe am Mittag angefangen und ich bin halb gestorben vor Hitze. Ich die ganze Zeit draussen war und rumgelaufen. Und ja, dann habe ich mir wirklich, bin ich froh gewesen, bin ich nicht mehr im Gartenbau. Also ja, Mitleid geht raus an alle Leute, die jetzt die ganze Zeit draussen sind, also auf der Straße und in dieser Hitze. Es ist wirklich nicht schön. Das finde ich immer so beeindruckend, wenn draussen, aber im Sommer vor allem, 35 Grad und irgendwie die Strassenarbeiter, die mit der Asphaltmaschine dort am den Asphalt verteilen sind und mit der Walze noch drüber fahren. Also es ist sonst schon genug heiß und dort irgendwie 100 Grad heißen Asphalt irgendwie noch verteilen. Ja, vor allem, also das habe ich sogar auch schon gemacht, asphaltiert im Hochsommer. Ja. Es ist halt einfach, es ist das Nonplusultra, weil es ist von unten noch heißer wie von oben und du kannst nicht weg aus dieser Hitze. Du bist einfach voll ausgesetzt. Was aber lustig ist, wenn du dann halt mit Asphalt schaffst, du kommst auch immer wieder an Asphalt an mit der Haut und so und mit der Zeit, du merkst es gar nicht mehr, es stört dich gar nicht mehr, dass du dich eigentlich verbrennst. Aber du merkst das gar nicht groß, weil es ist alles heiß um dich herum. Also, ja. So etwas machst du auch nicht unbedingt 8 Stunden am Tag. Aber nach 4-5 Stunden sind alle kaputt. Und dann sind sie froh, wenn sie mal irgendwo unterhocken und ein bisschen Schatten. Verständlicherweise. Aber dass so etwas mit einem normalen Lohn, ihrem Arbeitsrecht einfach geregelt werden kann, ist eigentlich komisch, weil du machst dich so kaputt bei so etwas. Aber ja, jeder, wie er selber will. Ja, gut, Ja, häufig. Also, wir sind einmal, das war in der Oberstufe, sind wir auf Davos in ein Klassenlager. Also, der ganze Ausflug war ein bisschen komisch, weil es ist irgendwie... Es war schon geplant, aber das Thema von dem ist eine Woche, wo wir auf Davos rauf sind. Und das Thema war irgendwie Konfliktbewältigung, hat das geheissen. Okay. Und für das sind wir irgendwo, also es ist noch weiter als Davos, irgendwo in einem komischen Ort gewesen. Frauenkirche. Keine Ahnung. Könnte sein, das ist so der nächste Ort nach Davos. Ja. So weiter ins Gacko fahrst. Aber dort hinten keine Ahnung. Ja. Und danach in
in diesem Massenschlag, in diesem Hotel, also keine Ahnung, es war alles verdammt komisch, hat es halt ganz viele Portugiesen und Spanier noch gehabt. Und das sind, also im normalen Leben hast du mit so Menschen halt eher weniger Kontakt. Problembewältigung. So. Einfach Augen zumachen, gibt es nicht, ist nicht rum. Aber dort halt die Leute sind im gleichen Haus gsi und man hat automatisch mit denen ist man über den Weg gelaufen und so. Das sind hure liebe Sicher gsi, aber halt den ganzen Tag die sind am Krüppeln gsi des Todes und eben Es sind so Saisonarbeiter ja oder so Saisoniers gewesen, ja. sind das gsi, wo auch wahrscheinlich für einen Hungerslohn Schweizer Verhältnis Ja, weiß also, jetzt nicht, aber halt für dort unten die arbeiten ein halbes Jahr bei uns und können dort die ganze Familie ein Jahr durchbringen. ja, also eben vielleicht für Schweizer Verhältnis. Gut, nein, ein Schweizer kommt gleich viel Geld über, würde ich jetzt behaupten, oder ähnlich viel wie halt eine Aushilfe auf dem Bau. Aber wir haben auch bei uns in der Firma auch einen von Spanien. Der ist sonst Tätowierer, der hat einen eigenen Tattoo-Shop und im Sommer kommt er für 3 Monate in die Schweiz arbeiten. Also für die ist das so oder so ein brutal guter Lohn, weil wenn sie die Arbeit, die sie bei uns machen, in Spanien machen, dann haben sie einen Scheisslohn. Ja. Und so das, was ich rausgehört habe von dem Spanier, war ganz ein geiler Sieg gewesen. Aber es ist halt noch schwierig, kannst du dir vorstellen, du bist auf einer grossen Baustelle, du hast dort 30 Leute von 7 verschiedenen Firmen, von Vorarbeiter bis Lehrling, und dann hast du halt einfach überall wieder Leute, die kein Deutsch können. Und auf einem Grossbau ist das relativ anstrengend. So. Darum, ja, du kannst die Leute halt dann auch wirklich nur bedingt einsetzen, weil die ja wirklich nur für die Zeit zu dir ins Land kommen und dann natürlich die Sprache nicht beherrschen, was sie auch nicht müssen, aber du kannst dem nicht irgendetwas Komisches erklären, weil wir können nicht Spanisch. Ja, also von dem her, bei Hoi und Ciao und ein bisschen lachen und ein bisschen so und ein bisschen dies Videos Bier zeigen saufen. oder Bier saufen, mehr kannst du mit den Leuten dann auch nicht machen. Aber Auf der anderen Seite eben die Menschen oder auch Erntehelfer, die quasi eben bei uns in der Schweiz die Spargel sind nachher, und nachher kommt irgendwie ja, ein Gar von Rumänien, von Bulgarien, und die sind dann 2 Wochen da einmal das ganze Feld am Abernten, weil so Sachen kannst du einfach nur nicht mit der Maschine machen. Und für die ist es ein guter Job, weil es dann wieder ein paar Monate durchkommt. Und bei uns ist die Arbeit auch gemacht. voll. Also auf die eine Seite Win-Win, auf die andere Seite ist Wie halt... sagt man dem? Wirtschaftstourismus oder so? Es gibt doch irgendeinen Begriff für das. Du kannst ja auch, wenn du jetzt so Grenzgänger bist, du schaffst in Deutschland, du wohnst in Deutschland und du schaffst in der Schweiz. Gibt's also... Ja, Grenzgänger sagt man Ist dem. es Grenzgänger? Ja, Grenzgänger, irgendeinen ja. Begriff gibt es ja Ja. dafür. Also es gibt Wirtschaftsflüchtlinge, Ja aber gut, das ja, sind aber das dann, ist was anderes. das ist mehr Asyl. Ja, und Wirtschaftsflüchtling ist die Wirtschaft der Grund, wieso sie flüchten. Darum Ganz genau. Wirtschaftsflüchtling. Und sonst eben Deutschland oder Italien gibt es auch Haufen, die so über die Grenzen kommen. Auf Lugano. Also nicht Wirtschaftsflüchtling. Nein, nein, in einem anderen Sinn. Wirtschaftsflüchtlinge kommen von ein bisschen weiter weg. Genau. Aber dort gibt es auch die. In Italien heisst es irgendwie anders. Kann sein, kann gut sein. Ich habe gemeint, von Frankreich heisst es irgendwie Frontiers oder so. Ich weiß es nicht. Ja, einfach der italienische Begriff oder ja, der französische. keine Ahnung. Ja, für das haben wir auch zu wenig. Volontär, ist es das? Nein, Nein, das ist etwas anderes. Das ist freiwillig quasi. Ja, genau. Wenn du volontierst, stimmt. Ja, dann ja, machst du genau. etwas freiwillig. Ja, Voll. also gut. Aber wenn wir gerade bei diesem Thema sind... Ich habe Freiwillig? Oder? Freiwillig, ja genau, oder freie Wille. Ich habe eine lustige Statistik bin ich getroffen, wo wir auch schon im Podcast so ein bisschen über das Thema angeschnitten haben. Ich glaube mal mit der Pressefreiheit oder so sind wir ein bisschen drauf gekommen. Und zwar habe ich mir die Liste von 2019 rausgesucht, wo wo die Länder drauf sind, wo es darum geht, zum Beispiel Pressefreiheit, Selbstbestimmungsrecht, Verein und Geschäfterfreiheit und meine persönliche Informationsfreiheit, also dass ich Informationen haben kann. Keine, das der eine checke ich nicht.
und Sozialtoleranz. Das ist alles auf dieser Statistik zusammengedingselt. Und die Schweiz hat eine ganz spannende Zahlenkombination. Also wenn man so die wenn man so die Hauptliste anschaut, dann geht es jetzt erst einfach darum, so persönliche Freiheit wird kategorisiert. Und auf dem ersten Rang ist Dänemark, zweiter Rang ist Norwegen und auf dem dritten Rang ist die Schweiz. Also die wichtigste Tabelle in dem Sinn. Und jetzt wird es eben spannend. Und zwar bei diesen anderen Sachen, die ich vorher vorgelesen habe, so Selbstbestimmung und alles. Wenn man jetzt Norwegen, wo auf Platz 2 ist, als Beispiel nimmt, dann sind die bei zum Beispiel selbstbestimmtes Recht sind auch auf Platz 2. Bei Informationsrecht sind sie auch auf Platz 2. Bei keine Diskriminierung, glaube ich, sind sie auf Platz 1. Und bei Sozialtoleranz sind sie auf Platz 3. Also alles mega gut. Und die Schweiz ist auf dem 3. Platz. Und wenn du jetzt aber weitergehst bei diesen anderen Rängen der Schweiz, dann wird es eben spannend. Also zum Beispiel bei der Selbstbestimmungsrecht sind wir eben bei der persönlichen Freiheit sind wir eben 3. Nachher bei der Selbstbestimmung sind wir nur noch 6. Beim einfach persönliche Freiheit und Verein und so Zeug sind wir nur noch 10. Und nachher das finde ich fast am krankesten, bei sozialer Toleranz sind wir auf Rang 21. Also wir sind zwar, was das Land angeht, und alles hure frei, was da steht, aber das Volk sind asozial. Also wenn du aus dieser Statistik liest und vergleichst mit zum Beispiel Norwegen oder Dänemark, dann sind wir zwar in der sonstigen Freiheit, die uns das Land gibt, hure gut, aber sobald es um Toleranz geht vom Volk oder deine eigene Freiheit in Vereinen und so, sind wir einfach nicht so stark. Und gut, aber das habe ich noch krass gefunden. Gut, aber eben relativ gesehen gibt es ja irgendwie 180 oder 100 genau. wie viele Länder absolut. Und dann sind wir immer noch in der Top 10. Ja, voll. Also ich glaube, die Liste da, die geht bis 164 geht die. Ja. Also sogar ein bisschen weiter, es ist eben nicht chronologisch. Aber also wir haben super gute Werte, muss man schon sagen. So, es langt im Gesamten trotzdem auf Platz 3. Aber wenn es dann eben Deutschland zum Beispiel ist, bei gewissen Punkten auch vorne. Und so, was man alles gar nicht gedacht hat, wenn man einfach nur die erste Zahl sieht, ja, Platz 3, ja, logisch. Aber das habe ich noch interessant gefunden. Voll, ja. Aber mit 164, ich habe gemeint, also, aber das ist ja auch noch so das Thema politisch irgendwie. Gewisse Länder erkennen gewisse andere Länder an, aber andere dafür wiederum nicht. Zum Beispiel wie heisst Israel, Palästina. Aha, Palästina ist doch auch so ein Land, das irgendwie von den Amerikanern anerkannt wird und von der restlichen Welt nicht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie, wo, was. Aber es gibt so komische Länder, die für die einen existieren und für die anderen nicht. Und das ist halt auch bei so Listen immer ein bisschen schwierig zu abschätzen. Ja und nein. Ein Land, wo sich die Welt nicht sicher ist, ob es existiert oder nicht, glaube ich nicht, dass das dort in die oberen Plätze irgendwie streitig machen. Es geht dann wie irgendwo unten, ganz weit unten drum. Oder dass ob es jetzt noch eins gibt, wo auch keine Freiheit herrscht. So. Dass wahrscheinlich Nordkorea in dieser Liste gar nicht komplett nicht vorkommt. Ich weiss es jetzt nicht. Das würde mich noch wundern. Ich vorstellen, aber ich muss mal schauen, ob es Nordkorea hat. Also, Japan ist Platz 19. Spannend. Taiwan auf Platz 24. Frankreich auf 23. Spanien 25. Österreich 13. Australien 17. Vereinigtes Königreich auf Platz 11. Was sind so die untersten Ränge? Ja, das Problem ist, es ist eben nicht Burkina Faso. Benin. Kenne ich nicht. Das ist auch ein afrikanisches Land. Mali. Alles halt so Länder, ja. Afrikanische Staaten und so meistens. Aber jetzt da Korea sehe ich jetzt nicht. Nee. Finde ich gerade nicht. Ja, vielleicht finde ich es noch so ein bisschen beim Durchscrollen. Aber wahrscheinlich werden die nicht das Beste haben. Gehe ich jetzt mal davon aus.
Es ist Aber noch, weißt du, auch wenn du schaust, jetzt zum Beispiel Katar ist auf Platz 43. So. Und ich meine, das wird gerade von unserer Welt oft gerne als Extrembeispiel genannt, wie unfrei das man kann sein. Aber so schlimm kann es dann gar nicht sein. Es gibt noch 100 Länder, die hinten dran liegen. Und ja, also, das ist wirklich noch spannend. Aber es sind ja am Ende sind's nur Zahlen. Ich weiß nicht, ob du das gerade auch dann kannst verallgemeinern. verallgemeinern Ja. und sagen, ja, dort ist es sicher und dort nicht. Ich glaube, was man einfach gut sehen kann, du siehst, wie die europäischen Staaten relativ weit oben sind, weil man oft eine gute Pressefreiheit und Zeug und so hat. Und wie es dann halt umso mehr man in Diktaturen oder dritte Weltländer kommt, dass es dann eigentlich genau wo das System fehlt, dort leidet am Ende die Freiheit darunter. Ja. Mhm. Ja. Lustig. Apropos Freiheit, das war auch gerade ein Stichwort, das mich am Montag beschäftigt hat, in Verhaltensökonomik in der Schule. Dort ist es quasi um die Frage gegangen, wie viel Auswahl ist genug Auswahl und wie viel Auswahl an Optionen, an Möglichkeiten ist zu viel. Und da sind wir auch ins Thema so ein bisschen Kommunismus, Kapitalismus und so gegangen. Und aber im Kommunismus, also in der DDR und so, hat es im Supermarkt einfach deine 5 Joghurt gegeben. Und damit hat es sich gehabt. Du hast zwischen diesen 5 Möglichkeiten auswählen. Und dann die Lehrerin hat dann auch noch eine spannende Aussage gemacht im Sinne von oder allgemein in der Klasse haben wir dann Nordkorea auch als Beispiel beizogen. Und es ist dann vom Kollegen noch eine coole Buchempfehlung ausgesprochen worden. Habe ich nicht gewusst. Ich habe schon ein paar Dokus, von Steuerung F oder Y-Kollektiv. Oh, Achtung, für... ganz wichtig, das sind Reportagen. Aber was habe ich gesagt? Ob jetzt Y-Kollektiv oder Steuerung F, das sind alles Reportagen. Das ist Was keine habe ich Dokumentation. gesagt? Du hast Dokus, gesagt. ja, stimmt. Doku, das Ja, ist schon, stimmt, schon ein sorry. springender Punkt. Ja. Reportage ist einfach nur Berichterstattung und mit Emotionen und Gefühlen Genau, und Meinungen drin. Und Doku sollte realistisch sein. Ja, Reportagen. Reportagen, genau, richtige Richtigstellung. Und zwar, aber dort in diesen Reportagen ist irgendwie der Kim Jong-un oder Kim Jong-un. Heisst er, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ist das nicht der Vater? Kim Jong-il? Nein, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un, Okay. ziemlich sicher. Also ja, Das ist der der andere gibt es schon auch irgendwo, aber... also der Vater ist eben gestorben, den gibt es nicht mehr. Ja, aber es ist das ist Kim Kim Jong-un, 100%. Kim Jong-un, okay. 100%, ja. Dann ist gut. Und der ist ja dort halt wirklich der Oberste vom Besten, also der hat alles erfunden. Oberchief. Der Ja, Oberchief. Gottheit halt. Ja, wirklich. Ja. Und wenn irgendwie an einem Bild oder an einer Statue an ihm vorbeilaufst, musst du ja salutieren und so Scheiß. Und eben in diesen Reportagen ist auch... Ich stelle mir gerade vor, wie so auf dem Platz stehst, alles so Koreaner und dann holst du so eine Statue für und allem salutieren. Ja, sorry. Und eben der Kim Jong-un, der darf ja auch das Land verlassen. Der reist immer überall ein bisschen rum. Und der nimmt halt geilen Scheiß von Europa, von Amerika oder so, nimmt der auf Nordkorea mit. Und in dieser Reportage hat es dann plötzlich so ähnliche Schuhe wie Adidas oder sonst Ja. irgendetwas gegeben. Und er hat das dann in Nordkorea erfunden. Ja, er erfindet alles und so. Ja. Und irgendwie der neueste Scheiß ist jetzt so Luxusresorts mit so Bädeln und so Hotelanlagen mäßig. Was einfach ein Ort in Nordkorea ist der Ferienort. Und Ja. dort gehen alle in die Ferien. So geil. Um so die Das ist Familienfotos und genau das Krass. macht man dort oder muss man dort machen. Ja. Und halt so das Resort-Denken, das kommt auch von einem anderen Ort. Ja. Aber zurück zu der Buchempfehlung. Das heisst Escape from Camp 14. Und da geht es anscheinend darum, dass ein Bub im Gefängnis geboren worden ist, weil die Eltern irgendwie, aber ich habe das Buch selber nicht gelesen, dass die Eltern schon im Gefängnis waren. Der Bub ist im Gefängnis auf die Welt gekommen und der wäre eigentlich dazu verdammt gewesen, sein ganzes Leben auch im Gefängnis so Zwangsarbeit, Bergwerk, Geschichten müssen zu machen.
Und das ist der erste Mensch, der von dem Gefängnis ausgebrochen ist, die Landesgrenze irgendwie, keine Ahnung wie, verloren hat und dann an der Presse seine Geschichte so erzählt hat. Geil, und das ist eine wahre seine Geschichte. Anscheinend, ja. Hure interessant. Voll. Und wie heisst das Buch? Escape from Camp 14. Okay. Und das war auch so ein kleiner Kommentar in der Klasse gewesen. Wenn das Camp 14 ist, dann Ja, dann gibt muss es es noch sicher noch 13 andere vorne. mindestens. Und vielleicht geht es noch... ja. Krass. Also, Krass. aber das war eigentlich der springende Punkt in dieser Unterrichtseinheit, dass du, aber das Thema haben wir ja auch schon gehabt, je mehr Optionen das du hast, desto schlechter entscheidest du eigentlich. Aber wenn du dann gar keine Optionen hast zur Selbstbestimmung, wie du dein Leben möchtest leben, dann ist es auch nicht gut. Nein, dann Also hast du keine Entscheidung mehr, dann geht es gar nicht gut. Es ist irgendwo ein Mittelmaß zwischen diesen beiden Extremen. Ja, und es ist noch ein spannender Ansatz. Ich meine, auch wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir haben ja einen riesen, also bei uns ist einfach das Angebot gross, aber selbst wenn wir jetzt schauen und in den Laden gehen und etwas posten, wir entscheiden nicht, welche 10 Produkte in diesem Regal stehen. Das entscheidet am Schluss auch ein Grosshändler oder irgendetwas. Klar, wir können in andere Läden gehen, aber selbst wir sind irgendwo begrenzt. Also klar, bei uns eben die Freiheit, du könntest auch in andere Länder gehen oder sonst komplett über die Welt vernetzt etwas bestellen. Aber grundsätzlich ist das immer so, weil irgendwo, wenn es niemanden gibt, der das macht, dann kommst du es auch nicht über. Dann musst du es entweder selber machen oder kommst du es nicht über. Das ist schon spannend, ja. So Verhaltensökonomik und es gibt, oder Ökonomie. Es gibt auch einen lustigen Film, der sich mit dem befasst, mit Nordkorea. Und der heißt The Interview. Der ist mit ich weiß gar nicht, wie er heißt, mit dem Ryan Gosling. Ryan Gosling? Nein, nicht der Ryan Gosling. Nein. Ich habe gestern, glaube ich, ein Video zu dem geschaut. Ah, wirklich? Wo der Joko und der Klaas, ich meinte, der Ryan Gosling ist dort. Aha, ja, aber das zu ist der goldenen Kamera. Kamera. Aber das ist, es ist nicht der Ryan Gosling. Ja, ist nicht aber der. voll, das habe ich gestern auch irgendwo gesehen. Das ist glaube ich, wieder irgendwo... Simplizismus hat das Video darüber gemacht, der grösste Betrug in der Fernsehgeschichte. Voll. Ja, nein, mit einem anderen, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber ein unglaublich lustiger Film. So, also, aber auch die Thematik aufgreift. Und in diesem Film ist der Diktator ein junger Typ, der einfach nur alles sich so einrichtet auf der Welt, wie er Bock hat. Und währenddem aber irgendwie auch noch der Diktator ist. Und das ist wirklich ein cooler Film. Und es geht eben darum, dass sie die allerersten amerikanischen Presse sind, die von ihm persönlich eingeladen werden. Und dann gehen die 2 verkifften Siechen dort hin. Und es ist sau lustig. Aber wirklich hure gut. Wirklich hure gut. Ich weiss nur noch, der Mike Müller, früher bei Jacobo Müller, hat ja auch immer den Kim Jong-un gespielt. Und lustigerweise, der Kim Jong-un, der Jung, der ist ja anscheinend in Bern irgendwo in ein Internat. Also der kann wahrscheinlich auch Schweizerdeutsch. Das habe ich auch schon gehört. Der kann Schweizerdeutsch. Und ich habe auch schon gehört, dass der auch mit seiner Family in der Schweiz ab und zu Ferien macht. Das habe ich auch schon gehört. Am Genfersee, glaube ich, hätte der ein Anwesen. Hätte der also hören sagen, aber... Trust me, Bro. Also wäre der Nachbar von Putin, würde passen. Da haben wir ja jenste Mafia-Boss und Ding, wo irgendwo dann doch einen Sitz in der Schweiz haben. Ja. Das ist schon... Die Schweiz hat halt kein Auslieferungsding, oder? Ja, mit gewissen Staaten schon. Aber du kannst... Also ich glaube, wenn du jetzt ein amerikanischer Flüchtling bist, kannst du in die Schweiz flüchten. Die Schweiz tut dich, glaube ich, nicht ausdingseln, ausser die Schweiz findet selber, das, was du gemacht hast, ist scheiße, gang weg von uns. Dann tun sie halt aus dem Land. Aber ich glaube, ausliefern in dem Sinn haben wir gegen Ami nicht. Das weiss ich jetzt nicht im Detail, aber Nein. es ist schon so, wir haben ganz viele Leute aus der ganzen Welt, eben so dort, wo der Krieg halt ausgebrochen ist, wo die ganzen Millionen, Milliarden von A nach B transferiert worden sind und dann so Yachten beschlagnahmt und dort ein paar Millionen vorgekommen und dann vor allem in diesem Zusammenhang ganz Haufen Geld quasi von diesen Oligarchen, von diesen männlichen Oberhäuptern
an ihre Ehefrauen verschoben worden sind. Und die Ehefrauen, die sind halt nicht auf dieser Sanktionsliste irgendwie drauf gewesen. Und die sind dann in die Schweiz und die haben das beste Leben gehabt und dies und das. Und das Ding ist, unsere Justiz hat ihre klare Grenzen, ihre klare Richtlinie, an die sie sich auch muss halten so. Und wenn eine Anschuldigung gegen eine Person erhoben wird, dann muss dem zuerst nachgegangen werden und das abgeklärt und das. Und das ist einfach... Bei uns gibt es keine Selbstjustiz, was ja auch gut ist. Ja, voll. Bis einfach der ganze Ball oder Stein mal ins Rollen gekommen ist, geht es ein Zeitchen. Ja, und also ich sage jetzt, bei uns ist es halt einfach auch so, dass, also wie du sagst, Selbstjustiz gibt es ja eigentlich in dem Sinn, Selbstjustiz hat ja nicht unbedingt etwas mit dem Gesetz zu tun. Weil Selbstjustiz kannst du entscheiden. Sobald du etwas machst, wo du das Gefühl hast, du darfst Recht walten lassen, ist das Selbstjustiz, oder? Das heisst, in dem Sinn, eigentlich offiziell gibt es, glaube ich, in keinem Land der Welt eine offiziell anerkannte Selbstjustiz. Sobald du jemanden an der Regierung hast, will der ja nicht, also egal in welcher Form der an der Regierung ist, will der ja nicht, dass das Volk Selbstjustiz ausübt. Aber es gibt natürlich viele Länder, wo das noch ein grosses Problem ist. Und das haben wir ja jetzt auch das Problem, dass halt Leute aus anderen Ländern, die hier leben, sich ein anderes Rechtssystem gewöhnt sind und dann halt so Thema Ehrenmord und so Zeug, dass die nicht von unserer Justiz abgedeckt wird in die Richtung, wie sie das in ihren Ländern haben und darum sie dann da bei uns Selbstjustiz üben, um ihre eigentlichen Sachen durchzusetzen. Also Selbstjustiz ist ein grosser Punkt bei dem ganzen Zeug, weil bei uns hast du ja die Eigenverantwortung bei ganz vielen Themen. Und wenn du ja nichts gegen den Staat machst, also am Staat nichts machst oder gegen die Öffentlichkeit oder so, dann hat ja der Staat auch keinen Grund, dich zu verfolgen. Und das ist bei uns gross geschrieben. Das heisst eben, wenn irgendein Diktator seine Frau da rein tut, unser Staat, die Frau hat dem Staat nichts gemacht. Also es macht keinen Sinn, dass wir die würden sanktionieren. Darum läuft das so. Aber eben, der Zweite Weltkrieg hat uns den Arsch gerettet. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das kann man wirklich nicht anders also, sagen. Da müssen wir auch mal eine Karte auf den Tisch legen, das ist so. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das ein sehr ausschlaggebender Punkt war, dass wir nicht gerade am Anfang eingenommen worden sind. Ja. Das ist schon krass, natürlich mit den Bergen und so noch zusammen. Aber ich habe auch schon so Wissenschaftler gehört, so Kriegswissenschaftler, die gesagt haben, so, ja, in der Schweiz gibt es ja immer so das Ding von, ja, wir starke Schweizer sind alle an Grenzen gestanden, dies und das, und darum ist niemand gekommen. Aber die haben auch gesagt, analysiert, klar, es wäre schwieriger geworden, aber irgendwie in 2 Wochen hätten die mindestens die Schweiz gehabt. Mit diesen Leuten und allem, was sie hatten, wir hätten keine Chance gehabt. Es hätte im Verhältnis viel mehr Leute und Aufwand und Geld gekostet wie andere Länder. Aber da gibt es ja den berühmten Spruch vom Hitler. Die Schweiz, das kleine Stachelschwein, nehme ich im Rückzug ein. Irgendwie so. Habe ich noch nie gehört. Irgendwie so geht der, ja. Crazy. Die Schweiz, das kleine Stachelschwein. Weil wir sehen ja aus wie ein Schwein auf der Landkarte. Wo? Hast du das nie gesagt als Kind? Weißt du, vorne hast du so Mama, Schnauzen also und das haben wir mal, das weiss ich noch, in einer Geografieprüfung, ich glaube in der 3. Klasse bei der Frau Graf, hat die damals so geheissen. Haben wir die Schweiz quasi aus dem Kopf raus in so ein Feldchen reinzeichnen. Und dort ist eben das Schweinchen ein gutes Bild irgendwie so gewesen. Voll. Aber was ich da dazu kann erzählen und da auch so in meine Geschichtsbücher, in meine Ahnenbücher einzutauchen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es Mami von meinem Grossdaddy oder irgendwie einfach, keine Ahnung. Einfach ein Urgrossdaddy von mir war ein Deutscher. Mhm. Und der ist vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, ist der in die Schweiz gekommen. Hat da eben meine Urgroßmami kennengelernt und danach für sich entschieden, hey, das ist mein Land, ich möchte Schweizer und so sein. Damals einfach immer deutsche Pass behalten, nie Schweizer geworden. Keine Ahnung, wie damals Einbürgerungsverfahren ausgesehen hat. Aber
dann ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Und er hat dann auch per Post, Brieftauben, keine Ahnung wie. Vor 50 Jahren haben sie eine Brieftube geschickt. Oder Meldeläufer. Sind auf dem Balkon gestanden. Gur, gur. Hat er dann das Aufgebot bekommen. Hey, du bist deutscher Staatsangehöriger, du musst dein deutsches Reich, irgendwie, keine Ahnung, verteidigen. Komm. Verteidigen ist gut. Oder, ja, nein, nicht nein. Ja, es könnte aber sein, dass die das so dargestellt haben damals. Keine Ahnung, wie der Brief ausgesehen hat. Aber er hat die Aufforderung bekommen, hey, du musst für dein Vaterland retour kommen. Und er hat gesagt, nee, weißt du was, fickt euch. Hat der Brief dann irgendwie in die Schmine reingerührt und einfach fickt euch gesagt. Und ist dann während dem Zweiten Weltkrieg für die Schweizer an die deutsche Grenze, an den Rhein. Ja. Einfach Ja. auf Schweizer Seite. Gegen seine... Spannend, ja. Aber die Deutschen sind ja dann nie in die Schweiz reingekommen, aber mit diesen Verdunkelungsmassnahmen, das hat es ja bei uns auch gegeben. Ja, Also ja, das- sehr extrem. Dass man auf der einen Seite Da kann ich vom nachher noch Rhein... das Geschichtchen erzählen. Auf der einen Seite vom Rhein hat man gewusst, hey, ab dem Abend um 7 Uhr musst du die Fenster verdunkeln und am Abend sind Bomber drüber geflogen und dann Ja. hast du einfach und gewusst, die aha, da ist ist ja, die Schweiz. Die Schweiz ist ja zweimal im Zweiten Weltkrieg angegriffen worden mit Bomber und zweimal aus Versehen. Einmal zu weit hin und einmal haben sie sich komplett verflogen und haben gemeint, das sei schon Deutschland und haben mitten über der Schweiz abgerührt. Also eigentlich auch krass. Es ist hure crazy und eben mein Urgroßdaddy für die Schweiz am Kämpfen gsi, Zweite Weltkrieg dann fertig gsi und das ist ein Landesverräter gsi. Ja. Und der hat bis zu seinem Tod hat der nicht auf Deutschland dürfen einreisen. Ja. Also es ist noch hure lang irgendwie. Krass. Ich weiß nicht, wie lange das er noch Also gelebt hat. spätestens beim Mauerfall hätte er wieder schon wieder können. Ja, aber dort hat Die er hätte dann nicht mehr nichts gelebt. machen. Aha, okay, ja. Ja. Ja, stimmt, Urgroßvater. Stimmt. Aber es ist eben Es ist krass. für heutige Verhältnisse. Wir haben 2023 Ja. und so. Und noch nicht lang hat es Landesverräter gegeben und so Scheiße. Ja, ich habe auch Volksverräter in meiner Familie. Du auch? Ja. Dann, Und zwar- darum verstehen wir uns so gut. Ja, genau, stimmt. Alter Volksverräter. Der Abschaum. Bei mir war es auch so, dass ich glaube, ich habe sogar im Podcast die Story schon mal erzählt, von meinem ihres Mami, ihres Mami. Also Okay. meine Urgroßmami von mütterlicherseits, auch von ihrer Mutter. Das war ein Korb zum Nachnamen. Und die haben in der Schweiz gewohnt, gerade an der Grenze zu Deutschland. Und die hatten dort ein Restaurant, wo die Militärleute immer essen gekommen sind. Und mein späterer Urgroßvater, der ist damals geflüchtet, auch in die Schweiz geflüchtet und hat sich dann mit anderen Flüchtlingen, deutschen Flüchtlingen, im Keller vom Restaurant vom Mami von meinem Urgroßmami, hat die sich versteckt, weil die haben dort unten in dem Restaurant haben die halt immer alle Abfälle gehabt und so von den Leuten. Darum ist es dann auch gut gegangen, weil dort halt die Armee ist essen kam, sonst wäre es ganz schlimm gewesen. Und die haben unten dran im Keller haben die Flüchtlinge versteckt. So wie bei Inglourious Basterds, weißt du, was so im Keller versteckt werden und was die Juden versteckt haben. Und haben sie die dort versteckt und dann hat wirklich Love Story-mäßig meine Urgroßmami sich mit dem Flüchtling verliebt und ihn dann in der Schweiz behalten. Krass. Voll. Und dort ist dann meine Großmami daraus entstanden. Irgendwann. Crazy. Voll. Das ist mega krass. Ja. Und zu der Verdunklung genau ist mir vor 19 gekommen, weil ich habe mit dem Mario mal darüber geredet, mein Mitbewohner 88, der hat das auch erlebt, zumindest von Hörensagen und so. Und auch als kleines Kind hat er im Fernsehen noch gesehen. Er hat, glaube ich, 35er Jahrgang, also er wird dort irgendwie 6 oder so gewesen sein. Wann war das? Zweiter Weltkrieg, Ende? 43 oder Nein, irgend so. 45. 45, Ist sogar noch der später. Weltkrieg. Genau. Und er hat in dieser Zeit, in der Schweiz hast du ja nicht so viel mitbekommen. Du hast nur mitbekommen, dass irgend so ein Österreicher in Deutschland die ganze Welt will übernehmen will. Das hast du so ein bisschen mitbekommen. Und halt eben das Dunkel machen. Weil das ist dann wirklich auch so gewesen, die haben das in den ganzen Bergen und überall, die haben das mega penibel genommen. Da haben alle Todesangst davor, weil ja, einmal damals hast du ja nicht so viel Strom gehabt, vor allem nicht in den Bergen oben. Da ist es einfach darum gegangen, du hast dann auch nicht mehr heizen aber eine gewisse Zeit und so Sachen. Also es ist wirklich mühsam geworden. Und
ja, er hat das selbst als Kind hat er das abgespeichert, dass die ihm dunkel machen müssen. Und das ist ganz, ganz straubige Geschichte, vor allem auch in Deutschland gibt es ganz viele spannende mittlerweile, also ja, gibt's True-Crime-Fälle, weil in dieser Zeit war es ja eigentlich so gewesen, dass du ein Land hast, Deutschland, wo alle Männer gefehlt haben. Also die sind alle im Krieg gewesen, die Frauen haben plötzlich alle Aufgaben müssen übernehmen, haben müssen arbeiten und die Familie irgendwie decken. Und da hast du das Problem gehabt, dass die Männer, die zurückgeblieben sind, also Kriegsverweigerer, alles so ein bisschen so Zeug, wo zurückgeblieben ist, die haben dann angefangen, ganz viele Straftaten zu begehen in dieser Zeit, weil all die Frauen hilflos waren und vor allem am Abend um 8 Uhr war alles dunkel. Und da gibt es ganz krasse Storys, wie da eben in dieser Verdunklungszeit Massen an schlimme Taten begangen worden sind von diesen zurückgebliebenen Männern in dem Sinn, die dann haben, 30, 40, 50 Jahre später mit DNA haben können aufgeklärt werden. Also ganz, ganz krass. Die Zeit die hat Impacts gehabt, überall. Also, ja, würde mich jetzt interessieren, ob in der Schweiz das auch gehabt hast. Weil dort haben ja in dem Sinn die Männer schon auch gefehlt, aber nicht in dem Ausmaß, wie es in Deutschland war. Ja. Aber es bringt so viel mit sich, so eine Kriegssituation, wo man gar nicht denkt. Ja. Ja, und das ist ja ein bisschen das Übel von der Geschichte, dass Geschichten in Vergessenheit geraten. Und aber das gibt es auch so Theorien oder Vermutungen, dass einfach nach alle 70 Jahre oder nach einer gewissen Anzahl von Jahren wiederholt sich die Geschichte einfach immer ein bisschen ähnlich, in einer ähnlichen Erzählform. Weil einfach 3-4 Generationen später, die wissen nicht mehr, was vorne passiert ist. Ja. Oder man möchte das nicht wahrhaben. Der Stefan Büsser hat das gut gesagt. Die Menschheit die wird nicht schleuer, besser oder schlechter, sondern die Menschheit ist einfach es gibt immer schlechte Menschen, das wird es immer geben. Es ist das Einzige, wo wir darauf hoffen können, ist, dass die Technik so weit vorausschreitet, dass wir es darum überleben. Aber dass die Menschen vernünftiger werden, dass die Menschen etwas ändern, das wird nicht passieren. Das passiert einfach nicht. Und das finde ich, hat er recht. Weil wenn du die Geschichte anschaust von den Menschen, was sich verändert hat, ist Technik, System und so etwas. Aber die Leute sind nicht besser oder schlechter geworden. Und das ist noch krass. Ja. Das ist schon wild, ja. Wild. Wenn man sich dann vorstellt, dass man 10, 15 Jahre irgendwie an einer künstlichen Intelligenz irgendwie nachfolgen oder so. Und so eine Intelligenz uns vorgibt, was gut ist, was schlecht ist und so. Keine Ahnung. Schwierig. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, das ist nochmal voll. ganz ein anderer Chor. Das würde den Rahmen sprengen. Das können wir schon mal auch noch reden, über so künstliche Intelligenz. Weil es ist ein spannendes Thema und es gibt mega viele Ansätze. Also von es verändert alles zu es verändert nichts. Und am Ende ist es irgendetwas zwischendrin. Aber ist ja immer so, es gibt so die Extreme auf der einen Seite, die Extreme auf der anderen Seite und dann findet eine Adaption irgendwo durch statt. Und erst dann merkt man, ja, irgendetwas in der Mitte. Ja. Ich sehe da immer ein cooles Beispiel von den Gimbals im Filmbereich. Also Gimbal, für alle, die das nicht wissen, das sind in dem Sinne kleine Stabilisationssysteme. Stabilos. Wo du die Kamera drauf tun und dann wird sie ausbalanciert, dass sie so durch die Luft gleitet und du kannst laufen. Und noch vor nicht allzu langer Zeit, also ich glaube 15 Jahre oder so, hast du das hat es das nicht gegeben, Gimbals, die Motoren, und das hat es noch nicht so gegeben. Und man hat das mit Steadicams gemacht. Das sind so Seitenarme, die du hast, eigentlich, wo nach einer Kamera mit dem Gewicht unten an einem Stab angemacht wird und dann durch die Physik eigentlich ausbalanciert. Und da gibt es Leute, die sind Profis, Vollprofis, nur in dem das zu bedienen. Das ist ein riesen krasser Arm und Seitenarm und so. Und dann etwa vor 5-6 Jahren, wo Gimbals richtig gut geworden sind, plötzlich richtig krasse Sachen gemacht worden sind, hat es geheissen, in der ganzen Szene, Steadicam-Operator, also die normalerweise die Kamera zum Schweben bringen, die werden jetzt alle arbeitslos.
die effektive Entwicklung war genau das Gegenteil gewesen. Weil jetzt hat man gemerkt, was überhaupt der Wert ist an diesen Steadicam-Entwicklern. Weil du kannst dem Computer schon genau sagen, wie er es machen soll, aber du willst nicht das, sondern du willst einen Mensch, der das menschlich bedient und auf menschlicher Stufe eine coole Bewegung macht. Und das ist dann das Learning dazu gewesen. Klar, es könnte es uns abnehmen, aber um das geht es gar nicht. Und ich habe das Gefühl, gerade bei vielen so Entwicklungen geht es ein bisschen in die Richtung. Es könnte das abnehmen, aber es ist einfach gar nicht praktisch. Oder gar nicht praktikabel, weil man es gar nicht so braucht für das. Ja. Wird dann spannend, weil nach der Sommerferien starte ich ja mit meinem Major. Und der Major lautet Digital Business und AI Management. Und ja, spätestens, wenn ich dort auch ein bisschen... Anscheinend es geht weniger ums Programmieren von so einem neuronalen Netzwerk, sondern mehr, es gibt Möglichkeiten irgendwo in der Welt draussen, wie kannst du diese Möglichkeiten in dein Unternehmen einbringen. Es geht mehr ein bisschen um den praktischen Ansatz. Der praktische Ansatz in so einem Studium. Ja, also allein das ist ja schon widersprüchlich des Todes. Finde ich geil. Aber ja, so verkauft es auch meine Schule mir. Ja, ich weiß. Also, es geht um den praktischen Ansatz und am Schluss musst du ja. Aber es wird sicher spannend. Wird sicher interessant. Genau, ja. Und meine persönliche Meinung ist schon, KI ist gekommen, um da zu bleiben. Es ist noch die Frage, in welcher Form und in welcher Ausprägung, wie stark. Voll. Und wo man ganz bewusst eben Menschen noch möchte einsetzen möchte, weil ein Mensch macht es anders. Keine Ahnung, irgendwie bei einem Fußball-Event, wenn ich diese Woche die Schweiz gegen Rumänien gespielt habe, habe ich am Montag am Abend geschaut. 2-2 am Schluss, richtige Tragödie. Und dort irgendwie hättest du dann so ein digitales Stadion mit 200 Kameras und KI tut selber entscheiden, da ist gerade der Ball, die Perspektive, sieht man das Gesicht. Ich tue jetzt die Kamera vor allem die Kameratechnik und alles ist ja schon so weit. Die haben den wahr. Da sind einfach Menschen dahinter, weil KIs noch nicht so weit sind. Ich meine jetzt mehr für die Zuschauer die Heime am Fernsehen, dass automatisch die Kameras wechseln und alles. Der Wahr ist ja der, der bei einem schwierigen Entscheid... Genau da ist wieder der Punkt. Du willst nicht jemanden, der perfekt Kameras wechselt. Du willst, dass jemand emotional entscheidet, welche Kameraperspektive wird jetzt gezeigt. Der Kameras entscheidet, das ist einer der wichtigsten von all diesen Leuten. Das sind Directors. Die sind gut in dem, was sie sind. Wenn es ein 1x1-Folge gäbe, dann könnte man die auch einfach jemandem beibringen und so machen. Aber das gibt es eben nicht. Das ist auch ein Spielberg oder all die Leute, die sind dort und klar, strukturell erzählen sie die gleiche Geschichte. Strukturell gibt es es richtig und falsch. Aber rein dann nachher in der Umsetzung gibt es dann nicht mehr. Und das ist halt dann der Knackpunkt an dem. Genau, So. bei so Fragen, das nimmt mich dann selber Wunder, was dort meine Dozenten mir probieren zu vertrichtern. Ich weiss jetzt nicht, was deine Dozenten so machen, aber deine Dozenten werden ja auch irgendwo ein Schulmaterial haben. Und das muss ja schon mal gemacht worden sein. Das heisst, das ist sicher auch schon 2-3 Jahre alt. Das heisst, über die neuesten Entwicklungen wirst du in der Schule nicht lernen. Ja. Habe ich bei meinem Studium auch merken, dass sie nicht den Inhalt vor dem Studium auf das jetzige Jahr abgleichen. Das machen sie ja immer wieder, aber es ist noch schwierig. So, das kommt dann mega auf deine Dozenten drauf an. Das ist wirklich krass. Aber wird sicher interessant. Bin gespannt, ja. Kann ich dann sicher auch in einem halben Jahr ein bisschen mehr davon erzählen. Voll. Irgendwann tun wir eine KI unsere Stimme antrainieren und danach müssen wir gar nicht mehr da ins Mikrofon hinein sagen. Wir können einfach die ersten 20 Folgen geben und sagen so, schneid etwas zusammen. Das könntest du ja jetzt schon machen. Gleich schlechter Humor, gleich schlechter Aufbau, alles gleich schlecht. Ja, wenn die AI gut ist, müssen wir ihr das nicht sagen, dann checkt sie das selber. Stimmt. Krass. Ja. True. Dann tut sie uns analysieren. Ja, es gibt ja so eine Firma, die haben sich zur Aufgabe gemacht, mit anhand von AI Leuten, wenn sie, bevor sie sterben, alles ihren Charakter und alles zu geben und irgendwie der eine von den Kardashians, der Vater von den Kardashians, der hat das gemacht und dann gibt es, glaube ich, ein Instagram-Video, wo ein Hologramm von ihm
im Raum steht und selber bei seiner Abschiedsrede eine Abschiedsrede haltet. Bei seiner Beerdigung eine Abschiedsrede haltet. Irgendwie so Crazy. ganz crazy. Aber das Fazit ist auch wieder dort von allen, es ist halt nicht der Vater. Es ist nicht annähernd. Das ist ja das Ding zum Beispiel bei ChatGPT. ChatGPT kann dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das nächste Wort vorschlagen. Und so funktioniert das im Moment zumindest noch. Also Kreativität beschränkt sich auf die Wahrscheinlichkeit vom nächstfolgenden Wort. Ja. Und darum, wenn man... Es ist ja wenn Kreativität müsstest sagen, was ist denn Kreativität, dann ist es genau das Sprengen von Rahmen, das Missachten von Regeln ist eigentlich Kreativität. Das heisst, gib jemandem eine Regel, dass er Regeln brechen soll, dann ist es wieder eine Regel. Dann ist es keine Kreativität. Das heisst, rein philosophisch kann ein AI nicht kreativ sein. Wie soll sie dann? Weil eben... Ja. Also es ist, selbst wenn es random dann wird, ist es ja dann einfach random, aber nicht kreativ. Also es ist hure interessant. Wir sind mega nah, aber wir sind auch noch ganz weit weg. Also, Wird spannend. wird wirklich spannend. Wird Ich bin wirklich interessiert, spannend. was die dir da erzählen. Voll. Voll. Was aber natürlich ein mindestens so spannender Aspekt von unserem Leben darstellt, ist Swiss Date! Swiss Date, die Dating-Show aus der Schweiz, für die Schweiz, vom Pushcast, für den Pushcast. Für, von und mit Schweizer. Mit Vorfahren von Deutschland, wie wir vorhin Ja, gelernt haben. mit Landesverrätern des Todes. Genau. Aber wir haben wenigstens Deutschland verraten, nicht die Schweiz. Das ist wirklich so. Also ein stärkeres Bekenntnis, stärkere Patriotisten oder Patrioten wie uns. Das gibt es gar nicht. Weiss nicht, ja. Dann nur noch die Freiheitstreichler, die sind noch die patriotischer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist auch mal eine kleine Story. Ja. Aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Okay, gut. Ich habe da auch noch etwas Kleines zu erzählen. Aber wir sind bei Swiss Date angekommen. Bei der Frage vom letzten Mal. Und zwar, jetzt muss ich das richtige Nummerli. Zum Eine Glück richtige Nummer müssen wir finden. Wir sind aber eigentlich schon... 22 Ja, sind ja. wir. Eigentlich wirklich 22. eins verschoben mit der Folge gerade. Stimmt. Ja. Aber das ist jetzt nur das Mal. Ja, wir haben ja auch nicht bei Folge 1 angefangen. Aber wir ja. haben irgendwie Folge... Ja. Keine Ahnung, wann haben wir angefangen mit dem Folge 7? Folge 10, Nein, das Folge ist später. 20. Nein, das Folge ist irgendwie 13 oder 16, so. hätte ich. Okay, Aus dem krass. Bauchgefühl hätte ich Kann jetzt sein. gesagt. Kann sein, ja. Aber Kann so sein. genau weiss ich es leider auch nicht Ich mehr. weiss es auch nicht. Spielt oder tut ja nichts zur Sache. Wir sind das letzte Mal mit der Frage: Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Nennt insgesamt 5 positive Eigenschaften. Oh shit, krass. Bist du Ja. ready? Ja, mehr oder weniger. Okay. Wenn wir abwechslungsweise oder... Ja, wir müssen Weil das Ding abwechslungsreich. Abwechslungsweise. Ein bisschen abwechslungsreich. So, wenn du sagst, es ist ein Lieber, sage ich, es ist ein Dumm. So ein bisschen abwechslungsreich. Also es geht nur um positive ich weiss, Eigenschaften. ich weiss. Ja. Kann ja auch positiv sein. Dummheit kann auch positiv sein. True. Habe ich mich Sehr dann gerettet. Ja, sehr true. Ja, sonst fang ich gerade mal an. Also, es ist natürlich, was ich vorab muss sagen, ich glaube, und das habe ich jetzt vorher schon kurz wollen, jede positive Eigenschaft ist auch eine negative. Und jede negative ist auch eine positive. Weil du, keine Ahnung, es hat immer gerade beides zur Folge in dem Sinn. Darum, ich würde einfach anfangen mit Strukturität, also Struktur oder wie sagen wir dem, Organisation oder einfach. Ich kenne keinen Menschen, der sein Leben so organisiert hat wie du. Das gibt es gar nicht in meiner Welt. Also so organisiert. Ich weiß einfach, wenn ich etwas habe, das ich machen muss oder so, ich weiss, der Nils weiss es. Der Nils hat es irgendwo aufgeschrieben oder etwas. Ja, also das ist mein erster Punkt. Crazy. Kenne ich nicht sonst. Ja. Und das finde ich ein krasser Pluspunkt, weil ich meine, ich könnte ich nur ein bisschen etwas von dem haben. Ja. Ja, das Ja. nehme ich sehr gerne. Als Kompliment entgegen. Ja. Ja, bitte. Aber Organisation, das kann man sich trainieren. Bin ich fest davon überzeugt.
Schon man klar, hat- bist du dir darüber Ja, aber man hat von die Heime aus und sich selber gegenüber irgendwie so eine Anforderung, wie Struktur Es hat für mich auch orientiert. etwas mit Persönlichkeit zu tun. Es Ja, ist nicht nur Persönlichkeit. Lernen. Ja, aber und danach, wenn man sich selber daran stört, dass man zu unstrukturiert unterwegs ist, kann man etwas daran ändern. Gut, Dann, ist ja also vielleicht falsch verstanden, aber wenn ich sage, ein Stückchen von dem haben, ich bin das bei mir schon am Ende. Ich bin zufrieden mit meiner Strukturalität. Deine wäre mir viel, viel zu viel, persönlich. Also, was ich meine mit dem, deine Struktur, meine ich nicht das, was du dir antrainiert hast, sondern das, was du bist. Du als Mensch bist strukturiert. Also selbst wenn man mit dir privat etwas abmacht, schreibst du das auf mit Datum und Uhrzeit. Das meine ich. Ja, also nicht mit okay, Training okay. zu tun. Das ist Okay. Eigenschaft, also Ja, für ja. mich. Ja, Und das okay. würde ich als positive Eigenschaft von dir sagen, die andere Menschen nicht haben. Und ich so nicht kenne. Also, wo man auch nicht lernen kann, sondern wo in einem drinnen ist oder nicht. Ja. So diese Art. Kann ich schwer zu beschreiben. Ja, aber Aber auch mein erster Punkt, ich kenne sehr wenig Menschen, die das ist ganz komisch. Alter. Ja, Was? erzähl. Ja, die Situation, sich so Aha, Komplimente zu machen, ja. das ist ganz weird. aber das macht man eigentlich auch zu wenig, Ja, wenn wirklich. man ehrlich ist. Völlig Wenn man schade. das letzte Mal am eigenen Mami oder so einfach mal danken oder Ja, irgendwie true. so etwas. Das, Oh shit. also jetzt, wenn auch du da am Zuhören, vielleicht so ein bisschen auch ein Reminder in den Kalender einschreiben. Ja, voll. Muttertag, Valentinstag, keine Ahnung. Ja. Ja. Irgendwie so etwas. Ja. Mein erster Punkt, ich kenne sehr wenig Menschen, die so ehrlich sind wie du. Also, wenn man dich etwas fragt, dann nimmst du kein Blatt vors Maul und du erzählst einfach geradeaus deine persönliche Meinung. Und das kann manchmal, aber jetzt Kehrseite, das kann manchmal sehr anstrengend sein. Aber wenn man dir eine Frage stellt und dich nach deiner Meinung fragt, kommt man einfach eine ungefilterte Meinung über. Und das ist jetzt wie der Nils, der da rausredet, ist in der heutigen Zeit hure selten geworden. Einfach das Instagram-filtermäßige, behübschende, verblümte, ja, Mhm. ja. Und das weiss ich extrem wertschätzen an dir. Danke. Das Ehrliche. Ich finde es vor allem auch lustig, dass du es auch gerade angesprochen hast. Das ist ja für mich auch etwas, was oft für mich selber anstrengend ist. Ehrlich sein. Ja. Ja, das Problem ist, wenn mich jemand etwas fragt, dann bringt es mir ja nichts, jetzt nicht meine Meinung zu sagen. Aber auch ich habe manchmal keine Lust, irgendwie, wenn es nicht meiner Meinung entspricht, das dann zu sagen. Und dann schießt es mich nachher selber an, dass ich es gesagt habe. Aber ja, das ist halt einfach dann so. Aber das haben wir ja auch schon ein paar Ja. Mal erlebt, dass wenn man ehrlich ist, richtig kommuniziert, mit offenen Karten auf dem Tisch spielt, dass man entweder nicht in den Scheiß hineinläuft, dass das Gegenüber einfach weiss, das ist dein Standpunkt. Auch ein bisschen take it or leave it. Mhm. Den anderen Punkt habe ich jetzt vergessen. Schon gut. Schon gut. Aber ja. Ja, aber finde Voll. ich schön. Voll. Finde ich schön. Ja gut, machen wir weiter. Bist du wieder dran? Bin ich wieder dran? Okay, gut. Wie soll ich das? Positive Eigenschaft. Wie sage ich das am besten? Es geht darum, Einfühlsvermögen, also Verständnis für Situationen, wo du eigentlich gar nicht kannst verstehen. Es geht darum, dass ich bei dir herausgesehen oder herausgespüre, dass du, was Toleranz gegenüber anderen Lebenseinstellungen, unglaublich offen bist, wenn du den Menschen akzeptierst, natürlich. Und das jetzt, egal um was es geht, ob es mit, keine Ahnung, Paffen oder sonst etwas ist, du respektierst komplett, wenn eine andere Person eine andere Ansicht hat. Und das respektiere ich mega krass an dir, dass du mich oder eben auch andere Leute lässt, so sein, wie sie sind.
auch wenn, wie wir vorher besprochen, du so eine krasse Struktur hast und eigentlich in deinem Leben genau weißt, was so oder so ist. Und du akzeptierst es, dass es andere Menschen nicht haben. Und das finde ich mega stark. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Weißt du, als ein Wort oder so. Zu dem gibt es, glaube ich, kein schönes Adjektiv oder sonst etwas. Nein, aber und weißt, eben Einfühlsvermögen fände ich jetzt auch falsch. Weil du bist nicht unbedingt einer der einfach immer Einfühlsvermögen zeigt, nur weil jetzt jemandem gerade nicht gut geht und dann ist die ganze Welt sonst egal. Sondern es ist mehr das... Du hast verstanden, du bist du und andere sind ich. So. Irgendwie mein alter Deutschlehrer hätte dem vielleicht Toleranz gegenüber nicht beeinflussenden Verhaltenskodexen oder keine Ahnung. Voll. Irgendwie so etwas. Ja, so aber tönt gut. nicht beeinflussen. Das, sobald quasi dann, das ist auch bei dir leicht zutreffend, sobald ein außenstehender Mensch dir sagt, so ist es und so ist es schon immer gewesen und irgendetwas und einfach vom Grundverständnis von dem Urvertrauen, das wir es auch schon hatten, so, und passt einfach nicht in unser Weltbild rein, dann werden wir misstrauisch, dann werden wir kritisch, dann stellen wir Fragen. Ja, das. Ja, wirklich das. Aber solange quasi wie sagt man, leben und leben lassen. Ja, genau, oder, leben und leben lassen. Ja. Voll. Das ist eigentlich eine gute Beschreibung. Ja. Oder eben mein Grossdaddy, lass dem Kind die Banane. Lass dem Kind die Banane. Ja, safe. ja, voll. Ja, genau. Voll. Ja, danke vielmals. Ja, bitte, bitte. Der zweite Punkt bei mir, ich habe aufgeschrieben, du bist unglaublich begeisterungsfreudig. Also wenn ich oder irgendjemand mit einer geilen Idee an dich herantritt und sagt, hey, dann und dann, oder ich habe eine Idee, wie machen wir das, ich will das erreichen, dann merkt man, der andere ist nicht nur ein kleines Feuerzeug, sondern es ist eine Gasquelle irgendwo in Sibirien oben, wo Flammen und ja, also wirklich, du brennst dann plötzlich aus dem Nichts raus, aus einer kleinen Gasflamme wird eine Explosion. Das ist etwas mega Schönes, weil auch die, also das ist jetzt das Antonym, das Gegenteil, die Antriebslosigkeit, die man heute teilweise halt auch kann feststellen kann, ja, nein, es ist schon so spät und ich sollte noch und das und dieses. Und dann halt auch an einem Menschen wie dir über den Weg zu laufen, der motiviert ist, zum geilen Shit umzusetzen, ist sehr bereichernd. Danke. Danke, das ist schön. Alter, es ist hure spannend. Es ist easy schwierig, muss ich sagen, das so zu benennen, was gut ist und was nicht. Weil eben, es kommt immer so ein bisschen beide Seiten drin rein. Es ist halt das Impulsive, ich meine, das merke ich bei mir selber, das hilft mir manchmal und manchmal schadet mir das aber halt auch. Weil eben, wenn du dann gar keinen Bock hast oder etwas sinnlos findest, dann ist es auch sehr schwierig, die Motivation dann aufzubringen. Darum habe ich dem nicht impulsiv, sondern begeisterungsfreudig gesagt, weil sobald quasi als Grundvoraussetzung ist deine Begeisterung und wenn deine Begeisterung nicht rum ist, entfacht dein Feuer nicht. Das ist natürlich, also ich sage jetzt, das ist schon auch nur, dass es mich dann nicht interessiert, ist bei auch Themen, die wirklich einfach nicht mein Ding sind oder mich nicht interessiert hat jemals. Also es ist schon weniger, dass es irgendein Thema ist, das mich normalerweise interessiert, für die brenne ich eigentlich auch weiterhin. Das ist schon so safe. Darum impulsiv, wir wissen von also ein Kollege. Ja. Darum habe ich begeisterungsfreudig gesagt. Ja, sehr stabiles Wort. Ja, jetzt muss ich. Jetzt bist du wieder. Jetzt muss ich wieder. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich weiss mein drittes Wort gerade nicht mehr. Haben wir 5 Wörter gehabt? Ich habe eben nur 3, glaube ich, aufgeschrieben. Also es wäre, glaube ich, ja, es wäre, glaube ich, 5 habe ich vorher eben schon mal gedacht. Nennt insgesamt 5 positive Eigenschaften. Ja. Scheiße, ich habe nur 3. Aber egal. Mein dritter Punkt, ich weiss nicht, ob der greifbar ist, aber wie sagen wir dem? Verlässlichkeit. Ich weiss, wenn ich mit dir etwas abgemacht habe, dann ist es so. Dann machen wir das auch.
Also, das gibt es eben auch nicht so oft und auf unserer Welt und das, aber du bist total zuverlässig. Also wenn du sagst, du machst es, du machst es. Und das finde ich brutal krass an dir und das kenne ich so auch nicht unbedingt von anderen Menschen. Also ganz grosses Ab. Das, ja, meistens dann eben sogar noch besser und mehr, wie das, was man eigentlich wollen. Also das ist wirklich krass. Also überrascht mich, obwohl wir jetzt schon 2 Jahre oder länger zusammenarbeiten, immer wieder. Also gerade jetzt bei der Webseite zum Beispiel wieder. Ich kann mir vorstellen, wir reden in einer Sitzung darüber, ja, wir könnten noch so eine Webseite und das und das und das aufsetzen. Und 3 Tage später der Nils, schau da, ich habe es schon gemacht. Und einfach so, what the fuck. Also das finde ich ganz krass. Ja, da wünschte ich mir oft, ich hätte auch ein bisschen mehr von dem. So, ja, einfach die Zuverlässigkeit. Ja. Danke vielmals. Der 4. Warte jetzt. Wir sind erst beim 3. Punkt. Wir sind beim 3. Ja. Beim 3. Ich habe aufgeschrieben, für jeden Scheiß zu haben. True. Also, aber mit dieser Begeisterungsfreudigkeit in Verbindung mit einer tief einhergehenden Freundschaft. Aha. Dann quasi auch zum Beispiel das letzte Mal, wo wir ins Kino gegangen sind. Ein Film, der mich primär interessiert hat. Suzume, japanischer Zeichentrickfilm. So Ghibli-mäßig. Mhm. Und also du hast schon auch Berührungspunkte mit Anime, brennst aber nicht gleich stark für mich. Aber wenn ich dich frage, hey, bist du dabei? Ich gehe dann und dann bist du auch mit dem Wikingerfest zum Beispiel, aber auch mit dieser Flamme. Mhm. Fühle ich, danke. Mhm. Danke. Ja, safe. Wie heisst es auf Deutsch? Pferde stehlen. Ja, Pferde stehlen, ja. Pferde stehlen, oder? Man kann zusammen Pferde stehlen gehen. Irgendwie. So, ja. Voll. Ja, Doch, safe. das finde ich für deinen Charakter sehr zutreffend. Merci. Ich finde, aber könnte man auch umdrehen. Zumindest ich habe das Gefühl, ich könnte dich zu so etwas bringen. Aber andere Menschen, nein, können wir nicht umdrehen. Ja, kommt auch ein bisschen auf den Anlass, würde ich jetzt sagen, drauf an. Ja, das ist eben genau der Punkt. Mir kommt es nicht auf den Anlass drauf an. Ja. Man muss sich einfach oftmals begeistern für etwas, was man noch nie gemacht hat. Aha. So. Das ist schon so. Vielleicht ist das auch, weißt, einfach so, dass früher haben wir manchmal gesagt, so, die einen Leute sind eher so Entdecker, so Abenteuer-Entdecker, und andere sind eher so die bauen, Sicherheit, weißt, so einen festen Hafen bauen. So wie wir es schon mit den Games analysiert haben. Mhm. Du hast Minecraft gespielt und hast dein Häuschen gebaut im Nicht-Survival-Modus. Nur im Creative Mode. Und ich habe nur Survival-Modus PvP gespielt, gegen andere Leute kämpfen. Ich glaube, das beschreibt es relativ gut. So das. Ich kann unbedingt nicht wissen, was ich kann und dort der Beste sein. Und du hast in dem Sinne gefunden, nee, das schießt mich. Oh, Scheiße. Jetzt ist das Bier umgekehrt. Aber es ist nicht an der Tastatur gekommen. Es ist einfach perfekt. Ganz kritisch. Ja, jetzt musst du den Punkt irgendwie fertig führen. Alles gut. Ja, der andere ist da schnell in die Küche am Überrennen. Das ist jetzt ein ganz komischer Moment für mich, weil ich da plötzlich alleine im Zimmer hocke. Aber er kommt schon wieder. Dauerwerbesendung. Es war jetzt gerade hure unangenehm gewesen. Oder ungewohnt, muss ich sagen. Aber ja, aber auch schon, das habe ich auch schon gesagt, in der Kindheit, wo es mir nur darum gegangen ist, wo sieht ein Baum in meiner Lego-Stadt am schönsten aus, könnte er dort noch schöner aussehen und so. Voll. Das hat wirklich Eigenschaften. Mhm. Es passt auch mit dem, was wir vorher gesagt haben, zusammen. Mit den anderen positiven Eigenschaften. Mhm. Also so mit dem Flammen und das und bei dir mit dem Organisiertsein. Das passt eigentlich sehr gut zusammen. Mhm. Wenn wir die nächsten 2 Punkte nächstes Mal machen, dann schreibe ich mir nochmal 2 auf. Können wir gerne so machen. Können wir so machen. Ja, ist ich wahrscheinlich könnte ja einfach meine 2 Punkte so und dann ich sie oder ja. Und dann können wir, können wir auch, oder ich überlege mir nochmal und du sagst es jetzt und dann tue ich es nachtragen. Mhm.
Dann ist das nächste gut, Mal ja. nachtragen. Das ist doch gut. Kann ich mir meine Lorbeeren jetzt noch abholen? 4. Punkt läuft ein bisschen in den ersten Punkt rein. Der erste Punkt war eben Ehrlichkeit. Und 4. Punkt, auch die gleiche Kehrseite, Direktheit. Aber nimmst kein Blatt vors Maul, wenn man dich nach deiner Meinung fragt, dann kommt mir eine sehr direkte Antwort von dir rüber und du weißt als Fragestellende, wo das beim anderen bist, wo das anhakst. Und einfach die Direktheit, etwas Anstrengendes, wenn man nicht damit weiss, wie umgehen, aber einfach immer etwas seltener Werdendes. So. Ja, es ist halt auch oftmals, und das ist ein bisschen das Ding, wenn es so als Feedback kann geben kann, oft für mich persönlich, weil ich eben eigentlich grundsätzlich immer meine ehrliche Meinung sage, außer es sind Leute, die mir nicht wichtig sind. Das kommt ja dazu. Das ist ja auch nur so, das ist ja bei mir auch nur bei Personen, die mir wichtig sind. Wenn mir eine Person nicht wichtig ist, dann sage ich der das, was sie hören will, so wie es jeder Mensch irgendwie macht. Aber wenn es wichtig ist für mich persönlich oder wichtig für mein Gegenüber, weil oftmals ist es ja so, Menschen fragen oft andere Menschen nach ihrer Meinung, wollen aber die Meinung gar nicht wissen. Sondern das hören, was sie wollen. Genau. Und für das bin ich halt gar nicht gut. Das kann ich halt nicht. Weil für mich ist wenn jemand etwas sagt und ich gebe dann ein Kontra auf das, hat das für mich nichts damit zu tun, dass ich die Person nicht respektiere, dass ich seine Meinung allgemein schlecht finde oder dass nur, weil das eine jetzt meine Meinung ist, dass seine weniger einen Stellenwert hat. Das kommt aber gerne dann mal so über. Oder das Gegenüber weiss nicht, wie damit umgehen. Genau, weil gerade oft eben, ich mache das nur bei Menschen, die ich gerne habe. Und wenn ich einen Menschen gerne habe, dann sage, hey, Digi, Kollege, ist ja schön, sind wir zusammengekommen, aber dort und dort und dort sehe ich einfach eine Schwierigkeit, dann sage ich das auch. Aber meinen guten Kollegen kann ich das auch sagen, weil sie auch wissen, dass ich wegen dem dann nicht meine, hey, die ganze Beziehung ist scheiße oder irgendetwas, sondern einfach, wenn ich es nicht sage, sagt es ihnen niemand. Und das finde ich noch viel schlimmer, wie einfach immer nur positive Vibes versprühen und irgendwie allem zuzustimmen und alles lässig, weil du kommst gar nirgends an dann. Und da habe ich letztes Mal auch mit einem Kollegen darüber geredet, habe ich einen guten Punkt gehört, wenn du dein Zeug im Leben nicht auf die Reihe bekommst, wenn du deine Sachen, die du verfolgen willst, nicht verfolgst und in etwas unglücklich bist, dann solltest du auch nicht selbstbewusst sein in dieser Situation, sondern du solltest dir bewusst sein, dass du nicht das bist, was du willst. Und wenn du keine Leute in deinem Umfeld hast, die dir sagen, hey Bruder, der läuft so nicht, dann merkst du das selber gar nicht. Und ich meine, ich habe meine Kollegen auch nach Leuten ausgesucht, die mir hoffentlich sagen, wenn etwas nicht gut ist. Und das finde ich extrem wichtig einfach. Und selbst wenn mir jemand etwas sagt, was ich nicht hören will, dann weiss ich aber in dem Moment, er sagt mir das, weil er mich gerne hat und nicht, weil er mich dumm findet. Weil wenn er mich dumm findet, dann stimmt er mir einfach zu. Weil dann muss er sich nämlich mit dem Problem nicht auseinandersetzen. Hat gewisse Parallelen. Es gibt auch so ein Sprichwort oder einen Ratschlag, dass wenn du nicht rauskommst, oder selbst wenn du Ahnung hast, du solltest immer der Dümmste im Raum sein. Dann kannst du von den anderen am meisten Wissen oder Meinungen abholen. Weil du hast augenscheinlich einfach keine Ahnung. Und vorne das Telefon, das wir auch ein bisschen geführt haben, ich habe ja so beschissene Scheissfragen gestellt. Ist das überhaupt eine gute Sache? Und was kann man da genau machen? Und ich habe mich einfach wirklich dumm gestellt, als ob ich noch nie irgendwie einen gescheiten Satz rausgebracht hätte. Ja, aber dafür habe ich die richtigen, sympathischen Antworten bekommen. Ja, voll. Das ist eigentlich gerade ein wirklich gutes Beispiel, weil ich, der neben dran gehockt bin und eben so das... Also wenn mir jetzt zum Beispiel auch die eine anruft und sagt, hey, du hast eine andere Route, könnte ich dir nicht die geben? Dann sage ich ihr, hey, nein, ehrlich gesagt, schiesst mich das an, die Route ist für mich unpraktisch. Ja,
ist einfach ganz ehrlich, so wie man es Mund gewachsen ist, daraus gesagt. Und klar, wenn sie irgendein Mega-Ding wäre, könnte sie das finden, ja scheiße, hallo, du bist neu angestellt, wo du schaffst seit 2 Tagen da und sagst mir, nein, da habe ich keine Lust drauf. Ja, und dann gibt es Leute, die das gar nicht schätzen und andere, die dann finden, gut, wenigstens ist er ehrlich. Darum, ja, das ist immer ein bisschen ein Zwiespalt, aber ich habe mich mit dem abgefunden in meinem Leben, dass mich gewisse Menschen nicht mehr gern haben oder nicht mehr werden gern haben, einfach weil ich ihnen meine Meinung gesagt habe oder mich halt auch nicht ausnutzen lassen habe oder so und sie mich darum halt auch einfach blöd finden. Aber ja, wir sind nicht dazu mit allen Freunden sein und ich habe gegen keinen Menschen habe ich böses Blut, dass ich irgendjemanden müsste dingseln. Aber wenn jemand nicht akzeptiert, dass ich ehrlich meine Meinung sage, dann tut es mir leid. Dann tut es mir wirklich leid. Dann müssen wir auch nicht noch 10-mal über das Thema reden. So, ja, voll. Weil für mich sind Gespräche, gerade unter Kollegen über wichtige Themen oder so, sind genau da, zum Meinungen sagen. Und darum, ja, ich verstehe den Ansatz eigentlich gar nicht gross, dass man bei Leuten, wo man jetzt ja gut hat miteinander, schon Jahre miteinander ist, dass man dort das Gefühl hat, ich darf jetzt das nicht sagen, weil sonst tue ich ihm ein schlechtes Gefühl geben. Dabei ist ja das eigentlich genau das Ziel. Weil, wo lernt man daraus? Aus dem, wenn ihm jedem sagt, hey, du bist super, oder dann, wenn dir jemand sagt, hey, schau, das und das ist doch komisch. Also, ja. Kann sich jeder selber die Frage stellen. Kann sich wirklich jeder selber die Frage stellen. Und klar, es gibt Momente, habe ich auch müssen lernen mittlerweile, wo ich nicht mehr gerade, also wo man auch nicht immer muss voll ehrlich sein muss. Es gibt Momente, da muss man den Menschen nicht sagen, hey, ja, ich sehe das so und so und so. Und dann lässt man das Gespräch auch einfach. Aber jemandem etwas sagen, was man eigentlich gar nicht meint, es macht einfach wenig Sinn, bis auf Komfort. Ja. Aber ich wünschte, ich würde es nur machen, weil es ehrvoll ist oder so, sondern ich mache das einfach, weil ich so bin und auch vielleicht von meinen Eltern und so mitbekommen habe. Weil ich bin auch daheim so aufgewachsen, auch wenn ich als 16-Jähriger, wenn ich irgendeinen Scheiß gemacht hätte, egal wie schlimm und blöd das es gewesen wäre, ich hätte es daheim gesagt. Weil ich weiss, dass das gar nicht auf der Stufe ist mit «Haben sie mich gern, haben sie mich nicht gern». Klar, in dem Moment, wo ich es ihnen erzähle, finden sie mich scheiße. Das ist eine Reaktion. Aber grundsätzlich ist jede Beziehung, die nicht auf Ehrlichkeit aufgebaut ist einfach auch keine starke Beziehung. Weil irgendwann kommt der Moment, wo du wirklich in einer Krise bist oder ein Kollege und dann kannst du ihm auch nicht mehr helfen, wenn du ihm 10-mal das Falsche erzählt hast und jetzt findest, ja weisst, eigentlich haben die anderen schon recht. Ja super, merci, sagst du mir das jetzt. Also, ja, keine Ahnung. Es ist ein rechter Zwiespalt, der sich da bewegt. Ja. In der Schule haben wir dem Value-Based Leadership haben wir dem gesagt. Oha. Also ja, ist blöd, dass ich da die ganzen Fachausdrücke von der Schule so ein bisschen bringe, aber es gibt dahinter auch eine Theorie, dass du für deine Werte einstehst und du am Ende des Tages einfach auch besser fährst. Weil Ja. eben dich die Leute so kennenlernen, sie wissen, aha, der denkt so, man kann dich so und so einsetzen. Und du machst dir mit dem nicht überall Freunde. Das soll aber auch nicht dein Ziel sein. Nein. Mit dieser ganzen Geschichte. Weil du bist nicht da auf dieser Welt, um jedem zu gefallen. Nein. Ist mit Social Media und so ein schwieriges Thema, weil man möglichst viele Likes möchte abholen und so. Und man probiert auch jedem zu gefallen oder Ja, starke Emotionen und auf die auszulösen. andere Seite könnte man gar mit Social Media beweisen, dass es eben wirklich keine Rolle spielt. Weil du kannst auf das beste YouTube-Video der Welt gehen und du findest Dislikes. Du findest Dislikes und Leute, die darunter schreiben, wenn die Kommentare nicht gesperrt sind, dass das scheiße ist oder irgendetwas. Wenn du nur nach dem baust, dass du allen Kollegen sein und immer alle Freunde, dann bist du am Schluss du die leidende Person, wo irgendwo sich positioniert, wo er gar nicht steht. Also, ja, ganz True. einfach eigentlich. Aber nicht so einfach immer in der Umsetzung. Und es kommt halt oft auch ein bisschen darauf an, wie dass du etwas sagst. Und
wenn es jetzt ein schweres Thema ist und jemand ist traurig oder so, dann gehe ich auch ganz anders an ein Thema an. Ich sage immer noch meine ehrliche Meinung, aber vielleicht nicht mehr so direkt. Aber wenn es Themen sind im Alltag oder sonst etwas oder der Kollege hat das erste Mal eine Freundin, klar, für ihn ist er gerade mega verliebt und das, aber ich mache dann nicht eins auf, ja stimmt, das ist etwas anderes, das ist deine grosse Liebe. Dann sage ich auch, ja, ich hatte schon 2 so Lieben gehabt und ja, also einfach so ein bisschen Zoom out. Also ein bisschen, ey, es ist immer noch ein Jahr von deinen letzten 23. Also überleg mal drüber, ist es das wirklich so wert oder nicht? Und ja. Das ist gerade eine gute Überleitung zum letzten Kompliment. Der ich weiss jetzt den Namen gerade nicht, aber du bist sehr pragmatisch. Ich weiss nicht, was das heisst. Pragmatisch heisst auf die einen Seite lösungsorientiert und den einfachst gangbaren Weg möglich machen. Mhm. Oder halt mit möglich machen auch Sachen aus dem Weg räumen, damit der möglichst einfache Weg möglich wird. Ja. Und damit verbunden auch so ein bisschen anpacken, Hand anlegen und so. Und da mehr, also jetzt auch bei Eigengrau, wenn wir irgendwie ein Studio aufgestellt haben oder sonst irgendetwas, ja. bin ich halt eher der gewesen, der sich zuerst noch die Frage gestellt hat, soll ich jetzt zuerst das in die Hand nehmen, weil wenn ich das schon in der Hand habe und dann kann ich noch etwas Kleines, ich muss dann zwar 2-mal laufen, aber es ist dann irgendwie für meinen Rücken und der andere ist schon 1,5 Mal auf und runter gelaufen und ich bin immer noch am Studieren. Ja, true. Also so ein bisschen der... Manchmal der... Aktionismus. Vielleicht. Manchmal der Overthinker-Ansatz, den ich manchmal habe. Positiv, negativ, kann beides. Aber du suchst immer so ein bisschen den pragmatischen Ansatz. Mhm. Ja, safe. Komm, wir machen es jetzt. Heute voll. besser als morgen. Ja, ich denke, es ist auch, ich sage jetzt gerade, die Situation, die du als Beispiel genommen hast, ist natürlich ein Moment, wo der Aktionismus oder eben das Pragmatische halt sinnvoll ist. Weil in diesem Bereich, wenn du mal auf einem Bau oder so gearbeitet hast, du bist nicht dort, um alles hinterfragen. In der Zeit, wo du es hinterfragt hast, wie du schon gesagt hast, hat man es schon gemacht. Und ich glaube, das ist vor allem der Moment. Weil es gibt genug Sachen, wo man im Vorhinein einen Plan machen muss. Aber ich glaube, dort habe ich dann meine Schwäche und du deine Stärke. Und wenn es dann aber darum geht, eben in der Situation jetzt einfach zu handeln, dann ist es dann umgekehrt. Dann kommen die Charakterzüge anders zur Geltung. Also, ja. Voll. Interessant. Sehr interessant. Voll. Wir haben jetzt eigentlich easy lang, glaube ich, so es war ja nur eine Frage gewesen. Boah, Ich weiss krass. gar nicht, wie lange wir jetzt so einer Frage hatten. Wir haben eine halbe Stunde über die Frage geredet. Krass. Eine halbe Stunde. Krass. Crazy. Nur heftig. Ja gut, das ist auch ein mega Aber heftiges Thema. So. Ja, Mega das ist so. krass. Aber ich tue sehr gerne einen kleinen Ausblick auf die nächste Frage noch Ja, geben. sehr gerne. Und dann müssen wir, glaube ich... Oh nein, wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts. Aber die nächste Frage, die wir nächste Woche werden behandeln, Frage 23. Wie nah bist du deiner Familie? Wie herzlich zueinander? Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der meisten Leute? Wow. Wow. Interessant. Also, Das ist verdammt es krass. ist wirklich verdammt krass. Ich gehe kurz, wir sind so kurz stumm gewesen und ich habe Glücklicher gedacht, als wir die sind der ja... meisten Leute. Das ist Ja. verdammt strong. Also vor allem jetzt rein allgemein gesprochen, ohne unsere Meinung oder etwas. Aber ich glaube, es sollte so sein auf der Welt, dass jeder kann behaupten, ich habe die beste Kindheit gehabt. So sollte es sein. Das glaube ich. Genau. Ja, das nächste können wir dann in der nächsten Folge besprechen. Also die Frage mitnehmen. Mhm. Die Frage Finde ich mitnehmen, gut. auf jeden Fall. Finde ich gut. Voll. Ja.
Hast du noch einen Punkt? Ich weiß gar nicht, ob ich noch etwas... Also ich habe von meiner Woche eigentlich noch gar nicht erzählt. Ja, erzähl. Aber es sind eigentlich gar nicht so viele riesige Geschichten passiert. Ich hatte am Samstag noch Besuch von einem weit entfernten Kanton, vom Kanton Graubünden, von Bonaduz. Dort haben wir einen lustigen Abend gehabt. Ich meinte sogar, dass sie den Podcast hört. Also an dieser Stelle. Liebe Grüße gehen raus, liebe Grüße. Liebe Grüße im Kanton Graubünden. Es war ein lustiger Abend und ist mal seit langem mal wieder ein Abend, wo ich bis um 4:30 wach geblieben bin. Weil man einfach Stabil. so, als könnten wir eigentlich sein, die bis in den Abend irgendwie dumm schnurren. Aber hat es mal auch in einem anderen Rahmen gegeben. Und sonst gestern am Abend haben meine Cousine noch den 24. Geburtstag gehabt. Schönes Grillfestchen gegeben. Schöne Schweinsbratwurst. Geil. Richtig geil. Fett. Gemütlich. Und es hat, das war noch eine lustige Idee. Ein Bananen-Cheesecake, der aber pink war. Okay. Weil die Lieblingsfarbe von meiner Cousine ist pink. Darum hat der Bananen-Cheesecake. Ja, wie alt ist sie geworden? 24. Aber einen farbigen Kuchen kann man sich, glaube ich, das Leben lang wünschen. Sicher. Nein, weißt du, das ist nur bis 12 und dann ab 70 wieder. Nein. Aber jetzt vielleicht als letztes Thema für die heutige Folge, das können wir noch schnell besprechen. Ich bin gerade jetzt in den Sinn gekommen. Plüschtierchen im Bett. So eine pinkige Farbe darf man sich das Leben lang wünschen. Wie sieht es mit den Plüschtierchen im Bett aus? Ich darf mich da outen. Ich bin ein treuer Plüschtierli-Fan. Ich habe, seit ich noch nicht mal ein Jahr alt bin, besitze ich einen kleinen Elefant, ein Plüschtier, und ich schlafe jede Nacht mit dem, immer noch. Also natürlich nicht, wenn ich auswärts bin oder so, ich nehme jetzt niemanden mit. Aber der ist seit eh und je in meinem Bett und der bleibt auch dort, ich brauche den. Das ist mein Kopfküssi. Ja. Ja, ich finde das eigentlich noch spannend. Ja, das ist eigentlich noch ein spannender Punkt. Das ist wie so ein Kind eigentlich. Haben wir sich das behalten? Ja. Ja, der Elefant. Den habe ich immer noch und den will ich auch nicht weg. Das ist schon richtig so ein zerstörtes Kuscheltier, weißt du, gar nicht mehr richtig gefüllt und so. Aber das sind eben noch solide Plüschtiere gewesen, die haben noch 30 Jahre gegeben. Wie sieht es denn bei dir aus mit Plüschtierli? Früher hatte ich wirklich einen ganzen Zoo in meinem Bett. Also wirklich von Elefant habe ich glaube ich kennen, aber sonst einfach jedes Tier, das es irgendwie ein Gefühl gibt. Und die Plüschtierli, die sind jetzt bis auf eins in den Keller runtergewandert, auch in so einer luftdichten Box verschlossen, dass die nicht kaputt gehen. Aber ich habe einen Steinbock bei mir im Schlafzimmer plus ein Nuschi. Oh. Und das Nuschi, das ist also nicht, dass ich das immer brauche, überhaupt gar nicht, aber es ist rum. Weil es gibt einfach auch im Bett so ein Vertrauen irgendwie. Yeah. True. Selbst ein gestandener Mann. Und dort, wo es Nusch ist, oder bei mir der Elefant, dort ist dein Bett. Ja, dort wirklich, ist deine Heimat. Ja, wirklich, true. ja. Und einfach, also bei mir, das Nuschi haben meine Grossmami geschenkt und das ist einfach so ein weißes Leintuch früher gewesen. Also einfach so ein Stück Stoff, Ja. kein Gesichtli oder kein Plüschtier in dem Sinn, wo so Doppelfunktion als Nuschi hat, sondern einfach so ein dreckiger Lumpen. Und der Lumpen, den habe ich bis heute und der ist, glaube ich, seit... Nein, das darf ich, glaube ich, nicht sagen. Aber so viel ich weiss. Ich kann mal schauen, ob ich deinen Satz beenden Ja. ohne dass du ihn beendest. Der ist sicher schon ein paar Jahre nicht mehr gewaschen worden. Hätte ich jetzt so gesagt. Du musst jetzt nichts mehr dazu sagen, weil jetzt habe ich den beendet und du kannst es einfach Den lassen wir so offen im Raum stehen. Du kannst es dann das abstreiten am besten. Das ist ja gar nicht wahr. Nein, wöchentlich gewaschen. Der ist täglich wird der gewaschen. Weißt du, das habe ich gerade überlegt. Desinfiziert. Wenn das ich meinen Elefant gewaschen Weil wenn so gibt es doch auch so... Plüschtiere muss man doch nicht waschen, die sind es gibt sauber. doch auch so die Abstriche, die irgendwie an den SBB-Automaten und dann so in ein Reagenzglas und dann wachsen dort schöne Pilzchen und so. Oh nein, Und ich kann nicht mit einem Elefant schlafen. Das ist jetzt eine steile These von mir. Das ist der dreckigste Ort in unseren Zimmern, Wohnungen.
Ja, das Unser Kindheitsplüschtierli. Oh mein Gott, steile These, Alter. Steile These. Ich schwöre, krass, Steile Alter. These. Könnte ich mir gut vorstellen. Oh mein Gott, ich muss meinen Elefant waschen. Kann man den überhaupt waschen? Ich würde es nicht machen. Gell? Nachher schmeckt er auch falsch. Der schmeckt nicht mehr. Das ist auch das Problem. Der verliert seinen Geschmack. Oh Der shit. vertraute Geschmack, Ja. den wir seit Und vor allem x Jahren... auch wahrscheinlich die dreckigen Plüschtierli-Haare, weißt du, und so, die sind ja nachher auch alle anders vom Ja, Feeling. die sind so gefilzt dann. Oh nein, das kann ich nicht waschen. Ja, egal, Also nicht waschen. höchstens mal so ein bisschen Säufewasser einlegen und ein bisschen auswaschen in dem Sinn. Aber ich würde niemals den in die Waschmaschine reinrühren. Nein, das wäre hure schade. Das Das wäre hure schade, nachher ist der dort drin. Ich habe den bekommen, als ich Masern bekommen habe. Mit irgendwie 0,8 Jahren. 0,8. Ja, ich habe gerade nicht gesagt, ich habe nicht überlegt, wie das ist. Also, egal. Ich habe gerade so gedacht, ja, der Monat hat nicht 10 Monate. Es wird nicht mehr besser, Alter. Ganz schlimm. Kickt rein, jetzt kickt gerade die Störung rein. Krass. Scheiße, Ja, aber das ich glaub- Plüschtierli. glaub, Aber ein mit schönes Thema. Voll, aber mit dieser Störung, mit dieser bazillenverseuchten Gedanken von unseren Kindheitsplüschtierli finden wir langsam zu einem schönen Schluss Das würde ich auch für sagen. diese Woche. Schreibt uns gerne mal, wie alt das euch ein Plüschtierli ist. Ja, voll, wär das noch- würde mich Das interessieren. wäre noch Ja. eine spannende Frage in die Runde. Und dann können wir das nächste Mal ein bisschen aus der Runde raus auch wieder erzählen. Voll. Vielleicht nächstes Mal wieder mit ein paar anderen Themen. Das Mal sind wir mega Krieg und nachher so tiefgründig Ja. gewesen. Vielleicht sollen wir nächstes Mal ein dummes Thema Das ist finden. ein dummes Thema, ja. Ja, Sollte damit nicht wir so unserem- schwierig sein. Ja, damit wir unserem Namen wieder treu werden. Also in dem Fall. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Tag, geniessen das Leben. Schönes Wochenende. Funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut.